Ich möchte uns ermutigen, wenn wir noch nicht alles wissen, noch nicht alles perfekt ist, noch nicht jede Antwort haben auf die Fragen, die uns manchmal beschäftigen, dass wir gleich sagen, okay, ich finde die Zufriedenheit. Nicht wegen mir, nicht weil ich die Antwort jetzt habe, sondern weil ich darauf vertrauen darf, dass Gott die Antwort geben wird. Dass er der wird sein, der es schlussendlich fest im Griff hat. Und wie wir vorhin gelesen haben beim Paulus, wir dürfen glauben, dass uns alles wird zum Besten dienen. Jetzt wollen wir doch aber noch recht herzlich alle begrüßen, die Predigt immer wieder auf Podcast nachschauen. Geben wir ihnen einen lauten Applaus aus dem Kalkofen raus. Es freut uns, habt ihr eingeschaltet. Wir hoffen und beten, dass auch die Predigt einfach euch da vermutigen, dort, wo ihr dran seid, von dort, wo immer ihr eingeschaltet habt. Und auch einfach da wirklich Ermutigung und Hoffnung in die Lebenssituationen sein, wo wir dran sind. Ich durfte so eine kleine Dreierserie machen, wo ich probiert habe, ein paar Gedanken zu teilen. So 3 Schlüssel zum erfüllten Leben. Und ich habe es eigentlich vor jeder Predigt gesagt, ich möchte es auch noch heute sagen, es ist nicht so, dass ich irgendwo das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt die 3 Schlüssel gefunden, ein erfülltes Leben zu leben, sondern die Serie ist viel mehr aus einer Sehnsucht daraus entstanden. Eine Sehnsucht, wirklich immer wieder dürfen probieren zu streben nach dem erfüllten Leben. Und ich glaube, jeder Mensch hat etwas in sich, wo ich gerne ein erfülltes Leben möchte haben. Tage möchte er leben, wo wir, wenn wir am Abend ins Bett gehen können, wie sagen, es war ein guter Tag, ja, auch mit Gott zusammen, mit meinen Mitmenschen, dürfen erfüllenden Tag erleben. Selbst dann, wenn vielleicht nicht alles immer so wunderbar läuft, wie wir uns das vorstellen. Ich habe am ersten Sonntag ein bisschen erzählt, dass wir Sorge haben zu uns selber, also dürfen probieren, unser Herz zu schützen. Dass wir nicht sämtlichen Stress, so vielleicht auch im Alltag, beim Arbeiten, vielleicht in den zwischenmenschlichen Beziehungen abgeht, dass wir das alles ins Herz hineinlassen, sondern wirklich auch dort können immer wieder Gott vertrauen und auch seinen Frieden in unser Herz hineinlassen. Nachher haben wir letzten Sonntag so ein bisschen angeschaut, dass wir probieren, im Jetzt zu leben. Also, dass wir auch mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen nicht in der Vergangenheit leben, Vergangenem Hängen nachtrauern oder auch mit unserem Kopf und den Ideen, vielleicht auch den visionären Gedanken, immer irgendwo in die Zukunft leben, sondern dass wir, ja, wie in der Bibel steht, wie der Psalmist so schön schreibt, jeden Tag als ein Geschenk können annehmen und dürfen wissen, dass jeder Tag gemacht ist von Gott und wir auch dürfen probieren, im Moment innen zu leben. Jetzt heute zum Abschluss möchte ich noch ein paar Gedanken teilen, so ein bisschen über das Thema Zufriedenheit in der Unwissenheit. Ich glaube, wir alle erleben Situationen, in unserem Alltag, in unserem Leben, wo wir nicht verstehen können, warum es passiert, was eben passiert. Wo Sachen, vielleicht sogar Schicksalsschläge, Sachen von Mitmenschen, vielleicht auch irgendwo weltpolitische Sachen passieren, die wir nicht verstehen können. Vielleicht, wenn wir auch die Möglichkeit hätten, anders würden entscheiden. Ich glaube aber auch, das Leben mit Gott möchte uns auch immer wieder helfen, dass wir irgendwo einen Frieden, eine Zufriedenheit finden in Sachen, wo wir selber nicht wissen, wie wird es ausgehen, wie wird es weitergehen oder warum und wieso ist das überhaupt passiert. Wir alle erleben, glaube ich, Prüfungen im Leben, die so besonders schwierig ist, wenn wir Sachen erleben und eben nicht wissen, wie es weitergeht, dass wir dann noch die Prüfung annehmen und sagen, wir vertrauen trotzdem oder umso mehr unserem Vater im Himmel. Menschen haben eigentlich immer schon Erklärung haben auf alle Sachen, die passieren. Ich glaube, das ist schon ein bisschen uns innen. Wir wollen Antworten. Wir lesen Berichte, studieren Zahlen, Fakten und probieren, Lösungen immer uns zu erklären. Wir Sachen analysieren, weil wir auch daran glauben, dass wir dann verstehen können, warum dieses und jenes passiert. Wir lesen eine Begebenheit in der Bibel, die spannend ist, wo die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, ebenfalls Sachen erklärt haben. Wir lesen im Johannes 9, 1-3, wie steht, unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünde oder wegen der Sünden seiner Eltern? Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Es ist also ganz spannend, dass Jesus eigentlich sagt, okay, die Menschen geben Antwort auf Sachen, die ihr nicht verstehen könnt, aber seine Antwort ist eigentlich weder noch. Weder das wegen der Eltern, weder wegen seiner eigenen Sünden, sondern weil Jesus oder Gott seine Kraft möchte zeigen anhand von diesem Menschen. Vielleicht auch ein bisschen schwer zu verstehen.
Warum und wieso? Wo ist es denn fair geblieben? Aber schon da merken wir, dass wir manchmal vielleicht auch Sachen müssen stehen oder vielleicht auch auf Fragen keine Antworten werden haben. Ich durfte schon sagen, wir dürfen als Familie unterwegs sein. Ich habe 3 geniale Töchter und ich habe das so einmal, glaube ich, schon in einer Kollekte erzählen am Sonntagmorgen. Wir waren in der Skiferie und es hat so einen genialen Moment gegeben, oder? Als Schweizer Vater, wenn du es irgendwann schaffst, dass deine Kinder Skifahren können, dann hast du irgendwo so ein Zwischenziel erreicht, oder, im Leben. Also, das ist nicht für alle so, aber wir haben gesagt, dank guten Freunden haben wir die Möglichkeit, geniale Skiferien zu machen, eine Hütte, die wir brauchen dürfen. Und wir haben gesagt, wir wollen das machen. Und diesen Februar ist es so gekommen, dass wir die schwarze Piste haben geschafft haben. Und so habe ich gewusst, gut, mein Mandat als Skilehrer ist jetzt erledigt, das habe ich gemacht, das ist gut. Oder? Ich habe so die Siegel bekommen, oder, von dieser schwarzen Piste, obwohl es schon noch ein bisschen holperig hat ausgesehen beim Runterfahren und so. Aber es ist gleich gut gegangen. Wir haben irgendwo das Ziel erreicht. Und dann sind wir eben auf dem Sessel gehockt an einem Tag, und spannend war. Eine Tochter von mir, die hat nachher auf das Mal dann so Fragen stellen. Es gibt ja so ein gewisses Alter, oder die selber Kinder haben, wissen, die Fragen, die sind ganz spannend und gleich fordern sie einem etwa die auch aus. Oder wir hocken auf dem Sessel, die Tochter fragt mich, du Peppu, tut eigentlich die Seile fahren oder sind das Sessel und die Seile bleibt stehen? Ich schaue auf und denke, das ist jetzt mal als Bürolist noch eine gute Frage, oder? Und dann hat mich gedacht, gut, die Seile kommt eigentlich mit. Und dann kann ich aus gutem Gewissen Antwort geben und habe gesagt, nein, weisst du, das Sessel ist am Seil und die Seile dreht um. Dann geht es weiter. Ja, aber los jetzt, Peppu. Die Sessel, die sind über Nacht nicht draussen. Wo gehen denn die her? Dann habe ich zurückgeschaut und dachte, ja, der hat auch so in eine Garage rein. Wie nimmt man denn die ab? Ja, das... Ja, auch nimmt man die ab irgendwie? Das gibt schon irgendeinen Mechanismus, oder so. Okay, gut, aber was ist denn nachher da bei diesen Mästen? Jetzt ja so Rillen, ist die nächste Frage im Boot, oder? Was ist denn mit diesen Rillen da im Schnee? Und ich dachte, okay, das ist nur ein Zufall, der nächste Mast kommt und hat so wieder so Rillen. Und ich habe schon zuerst mal gesagt, ja, das weiss ich jetzt nicht so genau, oder? Keine Ahnung eigentlich, warum ist die Stege, wer muss auf den Mast rauf? Ja, das sind vielleicht so Leute, die da irgendetwas machen müssen. Oder dann schaut sie über das andere Sessel und sagt, Peppu, das Sessel dort ist ja langsamer als wir sind, weil wir haben eine weitere Strecke. Wenn es uns so langsam fahren würde, wie lange hätten wir denn? Und ich habe gesagt, ich weiss es doch einfach nicht. Und es interessiert mich jetzt einfach nichts. Jetzt wollen wir Sessel fahren und dann wollen wir Skifahren. Oder manchmal hat es ja etwas Befreiendes, wenn du kannst sagen, ich weiss es nicht. Gerade bei den Kindern ist das natürlich so. Aber ich glaube auch, in unserem Leben dürfen wir lernen, auch manchmal zu sagen, ich kann das nicht beantworten. Ich weiss es nicht, ich muss mir es auch nicht erklären. Ich habe vielleicht auch den Mut, Gott zu vertrauen, wenn ich die Antwort noch nicht weiss. Der Mose hat ist auserwählt worden, mit 2 Millionen Leuten aus der Sklaverei rauszugehen aus Ägypten. Also er durfte wie das Volk Israel anführen als Leiter. Und ich kann mir vorstellen, wie sie aus dieser Sklaverei rausgekommen und nachher irgendwo auch ein paar Minuten gelaufen sind. Und dann geht es los. Oder? Die Leute haben Freude gehabt, aber die Leute waren auch nervös. Das Volk war nervös. Wie geht es weiter? Und es ist ja spannend, oder? Wenn Leute nervös sind, fragen sie oftmals viel mehr Fragen nachher. Oder? Ich kann mir vorstellen, wie die Leute haben gefragt, Moses, wo übernachten wir? Wie sieht das aus? Was haben wir zu trinken? Was haben wir zu essen? Wie wird das passieren? Und ich kann mir gut vorstellen, wie der Moses hat gesagt, hört, ich weiss es einfach nicht. Klar ist ja, dass die Leute, das Volk von Gott, vielleicht haben gedacht, ist der Moses wirklich ein guter Leiter, wenn er nicht alle Antworten hat? Ist er wirklich sicher, dass das gut kommt? Ich glaube, der Mose durfte lernen oder auch tief in sich wissen, dass Gott einen Plan hat. Dass Gott Antworten wird geben, dass Gott wird zeigen, wie er dieses und jenes wird machen auch in ihrem Leben. Ich glaube, auch wenn wir nicht alles wissen, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott einen Plan hat. Und das braucht manchmal auch ein bisschen Mut, aber ich bin überzeugt, es ist nicht ein Mangel an Glauben, wenn wir nicht alles wissen. Im Gegenteil. Wir sagen, Gott weiss es, wir vielleicht nicht. Gott hat die Antwort, wir vielleicht noch nicht. Gott weiss, warum und wieso, dass das noch nicht eingetroffen ist in unserem Leben, wo wir uns zwar vielleicht sehnlichst wünschen würden. Gott hat viel zu bessere Timing im Griff als wir selber. Und ich glaube, für ein erfüllendes Leben auch zu leben,
dürfen wir den Mut haben, auch Sachen unbeantwortet zu lassen. Vielleicht auch eigene Pläne, manchmal schon ein bisschen über den Haufen zu werfen. Und vielleicht auch auf den Schreiber von der Sprüche 3,5 hören, der sagt, verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Ein gutes Jahr ist es her, wo wir als Kirche den nächsten grossen Schritt gehen dürfen. Und zwar haben wir eine Beziehung haben zu einem grossen Fernsehnetzwerk. TBN Network heisst es. Also das Fernsehnetzwerk, das auf der ganzen Welt die gute Botschaft rausbringt. Und wir haben dort durch eine Begebenheit vor Jahren eine kleine Beziehung gehabt. Ich so immer ein bisschen inspirieren, was dort alles läuft. Die Videos, die dort rauskommen, die Sachen, die das Fernsehnetzwerk rausgibt, auch über YouTube, die Leute, die sie erreichen. Und wir haben immer auch ein bisschen hergeschaut und gleich auch so ein bisschen gedacht, okay, ist ja noch spannend, aber was ist mit den Leuten, die Deutsch reden? Weil das war alles in Englisch. Ja, es hat auch etwas in Französisch gegeben und in anderen Sprachen. Aber von Deutsch haben wir nie etwas gefunden. Und wir haben der vor gut einem Jahr den Geschäftsführer oder den Mann, das Leiter, zu treffen. Und wir sind hergegangen, auf Israel geflogen, für ihn den zu treffen. Das war der. Und wir haben ihm einerseits Merci sagen für all das, was er tut, auch ein paar Fragen stellen, von ihm lernen. Und haben gleich aber auch so ein bisschen gedacht, ja, vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir das eine oder andere Video helfen übersetzen, dass es die Leute in Deutschland, Österreich und der Schweiz ebenfalls schauen und verstehen können. Dort hat es ein geniales Gespräch gegeben und in der kürzesten Frist hat er uns auch fast gratuliert zu dem Mandat, das wir gefasst haben. Und er hat gesagt, mit euch bauen wir TBN Deutsch auf, seid ihr dabei? Also er hat eigentlich gar nicht gefragt, er hat einfach gesagt, ihr seid ja aus einem Grund hierher gekommen und wir werden es so machen. Und wir haben nicht gewusst, ja, was heisst das? Wie sieht das aus? Was sind die nächsten Schritte? Der Kanu hat noch so gefragt, ja, wie geht jetzt das? Also, wie geht das weiter? Dann hat er gesagt, sobald ihr die Türen hier verlässt, wenn ihr rausgeht, dann geht es los. TBN Deutsch ist geboren und wir fangen sofort an zu arbeiten. Und ich weiss noch, wir zwei sind ins Hotel getröttelt und haben jetzt erst nicht viel gesagt. Und dann haben wir so gegenseitig gesagt, wie wollen wir das um Himmels Willen auch machen? Wer hat Zeit? Wie machen wir auch das? Und wir haben zueinander gesagt, wir wissen es nicht. Aber jetzt schlafen wir mal drüber und dann tun wir uns dann vielleicht Sorgen darum oder Überlegungen zu machen. Jetzt haben wir einfach mal Freude an dem, was Gott uns gegeben hat. Wir dürfen lernen. Gott hat so viel schon im Hintergrund bereit. Und klar, vor dem Schlafen, das muss ich gestehen, bin ich dann auf Google und habe eingegeben, englische Videos mit künstlicher Intelligenz auf Deutsch übersetzen. Und mal geschaut, gibt es da irgendwo Möglichkeiten. Aber das Spannende war, Gott hat Lösungen bereit gehabt. Das waren Leute in unserer Kirche, die bereit waren, noch immer sind, mitzuhelfen übersetzen, die begabt sind und eine unglaublich geniale Sprache haben, die jetzt die Sprache einsetzen, die Videos können übersetzen können. Das sind Leute, die ehrenamtlich helfen, das Projekt mittragen. Wir staunen nur so, was alles möglich ist. Klar ist das Projekt auch noch irgendwie grösser geworden, aber wir dürfen erleben, Gott, wir haben es ein bisschen so aufgeschrieben, Gott hat die Lösung schon lange bereit, noch bevor wir überhaupt das Problem erkennen. Und das möchte ich als Ermutigung uns allen weitergeben. Ich glaube, wir haben Sachen, die nicht so funktionieren. Sachen im Leben, die wir nicht als erfüllend im Moment erleben. Aber wir dürfen wissen, Gott hat Lösungen bereit. Er wird den Zeitpunkt wissen, wenn das Antwort wird kommen. Wenn wir vielleicht sogar verstehen können, warum dieses und jenes nicht passiert ist. Und ich glaube, Frieden zu finden, auch wenn etwas noch nicht funktioniert oder etwas noch nicht da ist, das ist Erfüllung im Leben. Und wir werden immer wieder an Situationen herkommen, die wir nicht verstehen, wo es keine Antworten gibt, wo wir vielleicht auch einfach unser Vertrauen trainieren dürfen. Wir lesen in der Bibel viel von Paulus. Paulus, so viel erlebt hat in der Apostelgeschichte, ist eine spannende Geschichte, wie er mit dem Silas zusammen unterwegs war, nichts Falsches oder Verbotenes gemacht hat. Sie haben einfach die hoffnungsvolle Botschaft herausgetragen. Sie haben den Menschen erzählt, was Jesus gemacht hat, wie das alles hat eine Wendung genommen, wie wir dürfen Jesus glauben. Sie waren leidenschaftlich unterwegs. Leute waren gegen sie. Leute haben gesagt, es geht nicht, es ist Gotteslästerung hier und da. Sie haben sie so in Bedrängnis gebracht, dass sie ins Gefängnis haben müssen. Wir lesen in der Bibel, in der Apostelgeschichte, wie die zwei eigentlich leidenschaftlich unterwegs waren, in einem dunklen Gefängnis und sogar im schlimmsten Ecke des Gefängnisses haben müssen ausharren. Da waren sie also unterwegs für Gott, eine Mission zu erfüllen, voller Freude. Und ich kann mir vorstellen, dass dann in ihren Gedanken Zweifel kamen. Warum haben wir das überhaupt gemacht?
Werden wir überhaupt einen fairen Prozess bekommen? Oder geht es uns wie anderen Jüngern, die einfach ohne Prozesse hingerichtet wurden? Gott, warum hast du das zugelassen? Wir verstehen das nicht. Sie haben sicher Antworten gesucht. Spannend ist aber, im Lesen Apostelgeschichte 16, 25 steht, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Sie haben sich also entschieden, ich glaube, in einem der grössten Momente von Fragen, von Unwissenheit, Gott alle Ehre zu geben, ihn nachzubeten, ihm Loblieder zu singen, ihm zu danken für das, was er tut, im Moment hat da, aber auch in Zukunft wird tun. Spannend ist, wenn wir dann weiterlesen, wie plötzlich sie hat ein Erdbeben gegeben, Gefängnismauern sind erschüttert worden und sie sind frei geworden. Unglaublich. Ich weiss nicht, wenn sie gejammert hat und ausgerufen, Gott, warum hast du das zugelassen? Gott, wieso? Warum? Wo bist du? Hast du uns verlassen? Ich weiss nicht, was passiert ist, aber was ich weiss, ist, Gott kommt immer zur richtigen Zeit. Er hat Antworten schon lange parat, wenn wir noch Sorgen haben, wenn wir noch Herausforderungen haben, wenn wir noch Fragen im Leben haben. Vielleicht warten wir darauf, eine erfüllende Beziehung zu erleben. Vielleicht sind wir über Jahre in einer Beziehung und warten auf Durchbrüche. Gott wird Antworten geben. Gott wird Möglichkeiten geben, für ein neues in Beziehungen kommen. Vielleicht haben wir Mühe, mit unseren Kindern zu erziehen. Vielleicht haben wir sogar ein Kind, das wir nicht verstehen, wo wir doch das Gefühl haben, wir haben alles gemacht, für dass es den Weg findet, vom Leben auf den richtigen Weg geht. Und irgendwo hat das Leben die Umstände in ganz anderen Lebensbereichen hergebracht. Wir dürfen vertrauen, dass auch Gott dann mit uns oder auch mit dem Kind unterwegs ist. Vielleicht ist der Gesundheitsbericht überhaupt nicht gut. Vielleicht ist alles negativ, vielleicht gibt es keine Hoffnung mehr, vielleicht gibt es nie mehr Veränderung, was die Ärzte sagen und vielleicht anhand des Berichts sogar recht haben. Wir dürfen gleich wissen, dass Gott Antworten an unserer Unwissenheit oder unserem Unverständnis für uns bereit hat. Dass er der ist, der Frieden geben darf. Dass er der ist, der unsere Kämpfe kämpft. Selbst dann, wenn wir sie vielleicht nicht mehr so mögen kämpfen. Ich habe gelesen von einem Mann, der über 10 Jahre lang in einem Rechtsstreit war. Also irgendwo durch Begebenheiten mit dem Unternehmen, die er hatte, wie in einen Rechtsstreit reingekommen, so dass es eine riesige Sache gab. Es ist sehr schleppend vorwärts gegangen. Der Mann wusste, dass wenn der Prozess gegen ihn ausgesprochen wird, dass er seine Freiheit wird verlieren. Dass es massive Konsequenzen hat. Und er hat auch immer nach dem Arbeiten am Abend voller Sorgen mit seinem Anwaltsteam zusammen probiert und geschaut und gemacht und Lösungen probiert zu finden, wie das der Prozess gewonnen werden könnte. So dass das nicht passiert, dass die schwerwiegenden Folgen nicht eintreffen in seinem Leben. Spannend ist aber, als ich dann auch gelesen habe, dass er so viel lang gekämpft hat, so viel im Stress war, so viel nach Lösungen gesucht, dass er irgendwann an den Punkt kam und hat wie eingestanden oder gesagt, ich weiss nicht mehr, wie weiter. Ich finde keine Lösung mehr. Ich weiss nicht, was ich noch tun kann. Und er war mit Gott unterwegs und dann gelesen, wie er selber hat gesagt, wie Gott ab jetzt musst du übernehmen. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin total in Unwissenheit. Ich weiss nicht, wie das überhaupt noch gut kommen soll. Was hat der Mann gemacht? Er hat wie sich ein bisschen vom Thron weggenommen, Gott wieder aufgesetzt. Er hat gesagt, ich habe mein Möglichstes da. Aber Gott muss den Kampf kämpfen. Ich selber kann ihn nicht kämpfen. Spannend ist, wer hat losgelassen, Monate später ist die unglaubliche, unerwartete Nachricht gekommen, dass die Gegnerparteien, sämtliche Parteien, die Anklage haben zurückgezogen. Der Prozess, wir haben einfach als beendet angeschaut und gesagt, wir ziehen es zurück. Der Mann hat selber gesagt, ich kann das nicht verstehen, ich habe gar nie mit dieser Lösung gerechnet. Ich habe probiert, diesen Prozess zu gewinnen und mir alles Mögliche überlegt. Aber ich habe gar nie mit dieser Möglichkeit gerechnet, dass überhaupt die gegnerische Partei die Anklage zurückziehen kann. Was hat das mir gesagt? Ich glaube, Gottes Wege sind besser als unsere Wege. Gottes Antworten sind besser als die Antworten, die wir im Moment vielleicht auch menschlich logisch erklären können. Ich glaube, Gott sieht weiter, als wir jemals im Moment sehen können. Und ich möchte uns ermutigen, ganz egal, wo wir Sachen haben im Leben, in welchem Lebensbereich wir sind, Fragen haben, nicht Verständnis haben
Gegenüber Gott, vielleicht sogar gegenüber anderen Mitmenschen. Dass wir probieren, auch das Ja zu haben zur Unwissheit. Und irgendwo den Frieden, die Zufriedenheit gleichwohl auch finden, indem wir nicht alle Antworten haben. Wir haben vorhin von Paulus gehört, ich möchte dort auch noch schnell auf eine spannende Begebenheit eingehen, und wir glauben, ja, viel dürfen lernen von Paulus. Der Paulus hat einen Brief an die Gemeinde in Rom geschrieben. Er hat dort geschrieben im Römer 8, 26. Denn wir wissen ja nicht einmal, warum oder wie wir beten sollen. Da ist ein Mann, der wahnsinnig viele Briefe und Sachen im Neuen Testament hat geschrieben. Ein Mann, der, glaube ich, unglaublich gesegnet ist worden mit Leidenschaft, mit Brillanz, mit Intelligenz. Und dieser Mann sagt im Römer 8, 26, wir wissen ja nicht mal, was wir noch sollen beten. Ich weiss gar nicht was. Ich verstehe es nicht. Ich weiss nicht, warum und wieso Sachen passieren. Warum hat er gleichwohl auch in tiefem Vertrauen an Gott festhalten? Ich glaube, wir finden die Antwort nur 2 Verse später. Römer 8, 28 sagt er, wir wissen nicht. Römer 8, 28 sagt er, wir wissen. Alles trägt zum Besten von denen bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Ich glaube, wenn wir Sachen nicht wissen, Fragen haben, nicht Verständnis oder nicht unserem logischen Denken uns nicht erklären können, warum Sachen passieren, darf der erste Schritt sein, dass wir ein Ja finden zu dem. Dass wir sagen, ich muss selber gar nicht alles wissen. Ich muss mir nicht alles erklären. Aber warum können wir das? Weil wir wissen, schlussendlich, und da dürfen wir dort von Paulus, glaube ich, in unser Leben hineinlassen, wir dürfen wissen, Gott ist der alles im Griff hat. Wir dürfen wissen und erleben, dass alles uns zum Besten wird dienen. Und ich glaube, ihr versteht mich, ich bin auch ein Typ, der sehr gerne organisiert und alles geklärt hat und zielfokussiert das Leben geht. Und wir befinden uns vielleicht da im Leben. Und das ist das Ziel von unserer Beziehung, von unserem beruflichen Gang, von unserer Gesundheit, von unserem Leben, von unserem erfüllenden Leben. Und wir haben oftmals die Vorstellung, genau so geht es. Eine Richtung. Und das ist der Weg. Das ist der Weg, oder? Wie wir mit Gott zusammen alles erleben. Aber je länger ich mit Gott unterwegs bin, darf ich erleben, dass es im Leben oftmals so aussieht und dann geht es wieder runter und manchmal sogar zurück und manchmal sogar weiter zurück, als wir angefangen haben. Aber ich bin überzeugt, mit Gott zusammen, auch wenn Sachen kommen, die wir nicht verstehen, gehen wir vorwärts und werden schlussendlich irgendwann nicht nur hier, sondern noch viel mehr dürfen, hoppla, jetzt ist mir der Stift am Boden gefallen, noch viel mehr dürfen erleben, als wir uns vorstellen können. Ja, wir können viel aus der Bibel nehmen, viel aus der Bibel lernen. Der Abraham war ein Mann, als gläubiger Mann. Spannend ist, Gott hat dem Abraham gesagt, du dein Land verlassen. Und ich glaube, wir alle verstehen, dass wir auch hätten wissen, ja, wo geht es denn her? Gott hat ihm gesagt, ich werde dir zeigen, in das Land, wo du gehen willst. Ich kann mir vorstellen, wie er zu Sarah, ihrer Frau, gegangen ist und gesagt, wir zügeln. Sarah sagt, gut, ich fange an packen. Wo gehen wir her? Der Abraham sagt, ich weiss es nicht. Aber Sarah sagt, ich muss wissen, was muss ich für Kleider mitnehmen? Wie ist das Wetter denn? Wie sieht es aus? Sonst weiss ich gar nicht, was hergeht. Der Abraham, glaube ich, ist nicht aus dem Nichts aus als Stammvater von unserem Glauben erklärt worden. Aber ich glaube, der Abraham hat gelernt oder müssen lernen, Zufriedenheit in Unwissenheit irgendwo zu finden. Die an ins Herz hineinzulassen. Gott hat ihm schrittweise so erst alles immer gezeigt. Und ich glaube, wenn Gott uns von Anfang an immer alles zeigen würde, wie der Weg ist, wie der Plan ist, wären wir oftmals überfordert. Wir wären gar nicht bereit für das. Ich glaube, wir hätten das Verständnis noch gar nicht für das, was Gott bereit hat. Wir haben von Moses gehört, Moses hat Schritt für Schritt genommen. Er ist Schritt für Schritt durchs Leben gegangen. Er hat ein Ja gehabt für Sachen, die er selber noch nicht weiss. Ich kann mir vorstellen, das Volk Israel, wo die Mauern von Jericho sind gelaufen und mussten leer machen. Die einen oder anderen haben sich gefragt, warum machen wir das überhaupt? Gewinnen wir so einen Kampf? Dann haben sich auch nicht mal vorstellen, dass Gott zum richtigen Zeitpunkt die Mauern zusammenfallen. Wir haben den Daniel, der spannender Mann ist, der im Glauben festgehalten hat, wo wir lesen, wie er weg seinem Glauben den Leuten zum Fraß vorgeworfen wurde, in eine Grube ist geschossen worden. Wir lesen aber, wie der Daniel hat gesagt oder hat gewusst, Gott wird bei ihm sein, wenn es sein Wille ist.
Wir lesen im Daniel 6,24, wie steht, wie Gott den Löwen durch Engel den Mund zugehört und er ohne Kratzer wieder nach dieser Nacht aus dieser Grube ist rausgekommen. Wir haben so viele Geschichten. Wir haben von Paulus, wo wir viel lernen können. Und ich glaube, wir dürfen lernen, oder ich möchte uns ermutigen, wenn wir noch nicht alles wissen, noch nicht alles perfekt ist, noch nicht jede Antwort haben auf die Fragen, die uns manchmal beschäftigen, dass wir gleich wie sagen, okay, ich finde die Zufriedenheit. Nicht wegen mir, nicht weil ich die Antwort jetzt habe, sondern weil ich darauf vertrauen darf, dass Gott die Antwort geben wird. Dass er der wird sein, der es schlussendlich fest im Griff hat. Und wie wir vorhin gelesen beim Paulus, wir dürfen glauben, dass uns alles wird zum Besten dienen, gerade wenn wir mit unserem Vater im Himmel unterwegs sind.